Фраза для экзамена уровень А2, Б1, и мы развиваем устную речь на основе лексики данных уровней. Итак, согласно прогнозу погоды, у нас идет дождь. Laut Wetterbericht bekommen wir Regen. Laut Wetterbericht bekommen wir Regen. Внезапно у меня сильно заболела голова. Plötzlich bekam ich starke Kopfschmerzen. То есть дословно глагол bekommen переводится как получать. И в данном предложении он звучит как внезапно я получила сильную головную боль. То есть получила или заболела у меня голова. Plötzlich bekam ich starke Kopfschmerzen. Вам нужны доказательства? Brauchen Sie einen Beleg? Brauchen Sie einen Beleg? Я не хотел вас обидеть. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Эта игра очень популярна среди молодежи. Dieses Spiel ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Dieses Spiel ist bei Jugendlichen sehr beliebt. Я не заметил, что окно открыто. Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist. Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist. Он очень старался приготовить что-то хорошее. Hat sich sehr bemüht, etwas Gutes zu kochen. Hat sich sehr bemüht, etwas Gutes zu kochen. Я постараюсь записаться на прием. Ich werde mich einen Termin bemühen. Ich werde mich einen Termin bemühen. Дайте нам знать, если вам нужно что-нибудь еще. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch etwas benötigen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch etwas benötigen. Пожалуйста, пользуйтесь общественным транспортом.
Benutzen Sie bitte die öffentlichen Verkehrsmittel. Benutzen Sie bitte die öffentlichen Verkehrsmittel. Бензин снова подорожает. Das Benzin soll wieder teurer werden. Das Benzin soll wieder teurer werden. Кто видел аварию? Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Unfall beobachtet? Мои дети предпочитают носить удобную одежду. Meine Kinder ziehen am liebsten bequeme Sachen an. Meine Kinder ziehen am liebsten bequeme Sachen an. В супермаркете покупать очень удобно. Im Supermarkt einkaufen ist sehr bequem. Im Supermarkt einkaufen ist sehr bequem. Я считаю это кресло очень удобным. Diesen Sessel finde ich sehr bequem. Diesen Sessel finde ich sehr bequem. Наши сотрудники охотно вас проконсультируют, если у вас возникнут вопросы. Unser Personal berät Sie gern, wenn Sie Fragen haben. Unser Personal berät Sie gern, wenn Sie Fragen haben. Консультации для семей проводятся каждый вторник с 14 до 16. Beratungen für Familien gibt es jeden Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr. Beratungen für Familien gibt es jeden Dienstag zwischen 14 und 16 Uhr. Стоимость поездки необходимо сначала рассчитать. Die Kosten für die Fahrt müssen erst berechnet werden. Die Kosten für die Fahrt müssen erst berechnet werden. В какой сфере вы хотели бы работать?
In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? In welchem Bereich möchten Sie arbeiten? Объезжайте территорию строительной площадки. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Umfahren Sie den Baustellenbereich. Я готов помочь тебе в любое время. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Ich bin jederzeit bereit, dir zu helfen. Посылка готова для вас в почтовом отделении. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Das Paket liegt auf der Post für Sie bereit. Пожалуйста, свяжись с госпожой Кайзер. Она уже звонила 3 раза. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Bitte melde dich bei Frau Kaiser. Sie hat bereits 3-mal angerufen. Zugspitze – самая высокая гора в Германии. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Die Zugspitze ist der höchste Berg in Deutschland. Мы ездим в горы каждое воскресенье. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Wir fahren jeden Sonntag in die Berge. Мы устроили пикник на горе. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. Auf dem Berg haben wir ein Picknick gemacht. О несчастном случае сообщили все газеты. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Вчера прочитал интересное сообщение. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen. Ich habe gestern einen interessanten Bericht gelesen.
Кто вы по профессии? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Кем вы работаете? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Вы трудоустроены? Sind Sie berufstätig? Sind Sie berufstätig? Пожалуйста, успокойтесь, все хорошо. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Beruhigen Sie sich bitte. Es ist alles in Ordnung. Я могу вас успокоить. С вашим сыном ничего не случилось. Ich kann Sie beruhigen. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Ich kann Sie beruhigen. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Михаэль Шумахер – известный автогонщик. Michael Schumacher ist ein berühmter Rennfahrer. Michael Schumacher ist ein berühmter Rennfahrer. Пожалуйста, оставьте список того, что повредили грабители. Bitte machen Sie eine Liste davon, was die Einbrecher beschädigt haben. Bitte machen Sie eine Liste davon, was die Einbrecher beschädigt haben. Чем вы занимались во время вашей работы? Womit haben Sie sich bei Ihrer Arbeit beschäftigt? Womit haben Sie sich bei Ihrer Arbeit beschäftigt? С какого времени вы работаете в этой компании? Seit wann sind Sie bei dieser Firma beschäftigt? Seit wann sind Sie bei dieser Firma beschäftigt? Я ищу подработку, так как у меня маленький ребенок. Ich suche eine Halbtagsbeschäftigung, weil ich ein kleines Kind habe. Ich suche eine Halbtagsbeschäftigung, weil ich ein kleines Kind habe. Окончательное решение вы получите примерно через 4 недели.
Den endgültigen Bescheid erhalten Sie in etwa 4 Wochen. Den endgültigen Bescheid erhalten Sie in etwa 4 Wochen. Я уточню даты и потом вам сообщу. Ich erkundige mich nach den Terminen und sage Ihnen dann Bescheid. Ich erkundige mich nach den Terminen und sage Ihnen dann Bescheid. Можешь сообщить мне до завтра? Kannst du mir bis morgen Bescheid geben? Kannst du mir bis morgen Bescheid geben? Мы решили купить себе машину поменьше. Wir haben beschlossen, uns ein kleineres Auto zu kaufen. Wir haben beschlossen, uns ein kleineres Auto zu kaufen. Количество участников курса ограничено. Die Teilnehmerzahl für den Kurs ist beschränkt. Die Teilnehmerzahl für den Kurs ist beschränkt. Можешь описать мне дорогу до аэропорта? Kannst du mir den Weg zum Flughafen beschreiben? Kannst du mir den Weg zum Flughafen beschreiben? Описание устройства прилагается. Eine Beschreibung des Geräts liegt bei. Eine Beschreibung des Geräts liegt bei. Куда мы можем пожаловаться? Wo können wir uns beschweren? Wo können wir uns beschweren? Обратите внимание, какой вопрос в русском предложении, это куда. Мы всегда говорим, куда нужно пожаловаться. Немцы скажут, где мы можем пожаловаться.